图。昨天家去修理密码呢，新手钱的代不嘞？俺做针灸了，月吧的大一样，我呢陪几百团了，新手嘛这边钱呢，陪把人300多些，嘛这边痛呢，3年康都有一样，先先嘛做我汤，陪几百那个老么那把几汤，说把钱送当，抢了催眠痛呢，你做嘛先呗。Rigla, सबसे अच्छे ने जम को वे कलो कटिंग चवा से दाम सुनो, तेरां छप दी, कौन चवा की, चुकु शंबासो, फिर की के ये लातो ना चुकु दी, कैची ये शी, कभी ने निरी चोवे नाम फिर के फिर यो बाशी मिंग्यांग, चुकिंग ने फिर मेरी चुनची की तो थी, फिर के ये बाता, चुशियन शी ने, नंबर संगे बे चुला तो ना, लांटियन शी की ना, फिर माशिन तब बे कलो家庭叫我再送，听到送账，我做门前上班问的，广播当部分的中国中工作培理，培给理想这顿落脚工作，切线月，人行中国中工作，让培育落脚这的切线月呗，上面敲入两点啷啦，红色车突然叫做，啷呢？出的怎主角别人是比人，他对。今天红色阳光公正就是把全部抽，夫妻小白给点睛，都给写点他的，分给猪八汤，洗净两种原味给3年6个小味，面对长美堂姐，这是嘞。Liebe Tibeter, liebe Freunde, liebe Gäste. Im Namen des Toren der Tibeter in Deutschland freue ich mich, euch heute anlässlich des 25. Jahrestages der Verleihung des Friedensnobelpreises an seine Heiligkeit den Dalai Lama hier zu begrüßen. Die Verleihung des Friedensnobelpreises an seine Heiligkeit den Dalai Lama, der unseren Weg mit seinen positiven Ratschlägen erleuchtet. Am 10. Dezember 1989 war ein einmaliger Tag. Anlässlich dieses Jahrestages entrichte ich mich großer Freude und Ehrerbietung und im Namen aller Tibeter in München mit einem tief empfindenden Gefühl der Dankbarkeit und Verehrung unserer Glückwünsche. Es ist auch ein Tag, an dem nicht nur das Volk des Schneelandes, sondern alle Menschen dieser Welt die Demokratie, Freiheit, Frieden leben, gleichwohl in Herrlichkeit, in Glück entfalten können. Seine Heiligkeit, oberster Reiter aller Tibeter, sowohl in Tibet als auch in Exil, steht nicht nur für die Sicherstellung des Wiederauflebens und Überlebens, sondern auch Erhalt der religiösen Traditionen und der Kultur Tibets sowie seiner ethischen Werte, die auf Lehre von Ursache und Wirkung sowie die Wertlosigkeit der buddhistischen Philosophie berühren. Dadurch hat seine Heiligkeit in dieser Welt der 5 Arten der Verfehlungen des Volkes der Tibeter auf dem Weg des Friedens und der Gewaltlosigkeit geführt, sodass sie danach sterben, ihr Land in eine Zone des Friedens zu wandeln, inspiriert durch sein eigenes Anliegen. Diese Schuld kann kaum zurückgezahlt werden. Er hat sich besonders deutlich für beide Seiten segensreiche Lehre des mittleren Weges, der in seinem Umfang so liberal und gewaltig in seinem Potenzial ist. In seinen Bemühungen um die Lösung des chinesischen-tibetischen Konfliktes durch friedvolle Maßnahmen in einem überwältigenden Akt des Erdmutes deutlich ausgesprochen.
darauf hinweisen, dass alle Lebewesen in ihren Wünschen nach Glück und der Verabschiedung des Gegenteils gleich sind, schlägt seine Heiligkeit vor, dass jeder in Sinne Bodhisattva sein eigenes Glück mit dem Leid der anderen tausche und alle Menschen weltweit ein Empfinden der universellen Verantwortung annehmen, um die Umwelt zu schützen und Konflikte zu lösen. Er herrlichst und versucht, gelassen, um uns Frieden und Mitgefühl näher zu bringen. Beides sind Wünsche aller Lebewesen für das eigene Wohl und das Glück der anderen. Er spricht sich ebenfalls für eine Erhebung der ethischen Standards der menschlichen Gesellschaft in dieser Welt durch verstärkte interreligiöse Freundschaft und Harmonie aus. Durch seine stetigen Bemühungen und unschätzbar großen Taten schenkt seine Heiligkeit uns dauerhaft gleich einem Sturm seine segenreiche Führung. So wird er von allen klugen Menschen, die ihre Wertschätzung durch unzählige Auszeichnungen Ausdruck verliehen haben. Gepriesen am bedeutendsten war jedoch die Verleihung des Friedensnobelpreises am Tag der Menschenrechte, dem 10. Dezember 1989, die seine Heiligkeit zum Vorkämpfer des Weltfriedens gemacht hat. Diese Auszeichnung hat ihn zu besonderen Ziel dieser Welt gemacht und wird empfinden unschätzbare Dankbarkeit für diese Geste. Viele prominente Personen des öffentlichen Lebens sowie Millionen normale Leute auf der ganzen Welt bewundern und respektieren seine Heiligkeit für seine eindrucksvollen und edlen Taten, deren Größe und Bedeutung die Grenzen der Zeit überschreiten. Vor ganzem Herzen unterstützen sie seine Worte der Weisheit, handeln danach und setzen sich für das allgemeine Wohl der Menschheit ein. Abgesehen davon natürlich unterstützen sie die gerechte Sache für Tibet bei unzähligen Gelegenheiten. Unter dem Eindruck dieses bedeutenden Tages müssen wir ernsthaft Selbstlosigkeit und ethischen Moralprinzipien zum Wohle aller, inspiriert durch die Kraft der mitfühlenden und gültigen Taten seiner Heiligkeit, praktizieren die betont, dass in menschlichen Gesellschaft das äußere materielle Entwicklung nicht alles ist, sondern auch Glück und Zufriedenheit, die zu erreichen wir uns bemühen müssen. Mit solchen Mitteln sollen wir versuchen, Frieden und Harmonie für uns selbst und andere, Family, Völker, Gesellschaften und Nationen zu erlangen, ist insbesondere wie seine Heiligkeit wiederholt der heutigen Jugend empfohlen hat, da das 21. Jahrhundert ein Jahrhundert des Dialogs und Friedens ist. Um dies umzusetzen, sollten alle Tibeter diese tiefgreifenden und älteren Worte tief in ihrem Herzen bewahren und dazu beitragen, den festgesetzten tibetischen Brauch der Selbstlosigkeit aufleben zu lassen bzw. weiterzugeben. So sollten sie an der Lehre des mittleren Weges festhalten und die Ideologie der Gewährlosigkeit und damit verlässliche Basis für die tibetische Sache mit Einheit, Gemeinschaft in guten wie in schlechten Zeiten, Kriege und Erhalt der Kultur, Sprache und so weiter vorführen. Unser wesentliches Ziel sollte daher das
unter mündlichen Bestreben, dies zu erreichen sein. Zum Abschluss bitte ich mit großem Respekt vor ein langes und gesundes Leben seiner Heiligkeit. Dankeschön. Gyulening banania jeda buyaye ani gyulening butge ya shanona vielleicht nun ich bitte nun die bisherige Vorstände nach vorne zu kommen. Wir möchten Ihnen Al-Kadab überreichen und Ihnen danken für die geleistete Arbeit. Die Zozmima Niemitzringla zu Dünya Pironashe Ani Dine Srinobla Kamatsringla Rinjela Kinchila, Gojila, Sharasnala, Michael, können Sie die Kadaks überreichen für die, ja, danke. Mr. Kamatsringla, Kamala sering siloya. Ani kishawasunam la pheme sra Quran sabla chik phirana su shawasunam la sabla chik phirana mido Ani sri la phirana Sambola Lishna. Tujana, thank you. Vielen Dank, ja, vielen Dank. Also, ich schon habe 고수야에 당부들라 공수처라 시대 생다 büschige Dölodi. Jetzt beginnen wir mit der kulturellen Show. Zuerst singt die Musikgruppe ein Lied über die Nobel-Friedenspreisverleihung an seine Heiligkeit. Der Musikgruppe nach vorne kommen.